habe die Ehre. Ich bin's, der Birger. Heute ist eine wunderbare Gelegenheit, einer rechten Hand ein bisschen ein Päuschen zu gönnen, weil wir mal alle wissen, ist oft wie beim Warten, hast keinen gescheiten Partner, brauchst eine gescheite Hand. Und weil ich euch planlosen Sauhaufen nicht allein aufs Weiber loslassen kann, hast Zeit, how to obanteln. Wie hat der Opa seinerzeit schon oben gesagt? Lieber schwanzgierige Alte, als eine ganz schwierige mit Falten. Und wie er das angestellt hat damals, zeige ich euch in Phase 1. Obanteln wie der Opa. Versetzen wir uns erst einmal früher in die Vergangenheit zurück. Und ich meine ganz weit früher. So weit zurück, in der Zeit, wo es die angezündet hätten, wenn du auf der offenen Straße bauchfrei umeinander rennst. Damals haben unverheiratete Mädel normalerweise nicht allein fortgehen dürfen. Weil sie der Pap denkt hat, Steppert, die Tipp vom Kochen, die werden im ersten Stock weggesperrt. Da ist nichts passiert. Never. Weil man halt einfach noch nicht so, gescheit war. Das macht's Brautumwärmen jetzt natürlich irgendwas zwischen schwierig bis unmöglich. Aber der ausgefuchste Hund, der er ist, der Bayer von Welt, hat er sich was ausdenkt. Notgeilheit macht erfinderisch. War früher schon so. Fenstern. Die einzige Möglichkeit, sich der Angebeteten zu präsentieren und anzunähern, war von draußen übers Fenster. Da uns früher wie heute die Evolution noch keine Flügel spendiert hat und fürs Red Bull hätten sie uns wieder angezündet. Also was tut er? Bayer von Welt viel schlau. Nimmt sie alle dann mit, die lernen da draußen unterm Fenster an und steigt auf zu den Alten. Tada! Fenstern in a nutshell. Ab und zu hat man noch ein Gestanzel gesungen, sie einfach kennengelernt, gute Gespräche geführt, sei Liebe gestanden, super romantische Sachen da. Ist natürlich vollkommener Blödsinn. Zum Schnackseln ist sie getroffen worden. Und der Vater unser hat mir vorher bett, dass der Pap nichts mitkriegt. Steppert, weil er deinen nackten Arsch so haut, wenn er dich erwischt, dass du 14 Tage lang daneben scheißt. Früher war alles besser. Heutzutage musst du aufpassen, dass im Schulbus keine Bukake-Orgie ausbricht, wenn der Busfahrer 2 Minuten zum Bieseln geht. Egal, bevor du gespannt was ich gerade gesagt habe, gehen wir weiter mit Phase 2. Obanteln in der heutigen Zeit. Heutzutage Obanteln hat sich komplett geändert. Da ist nicht mehr viel mit einem anschmatzen fernab von deinem Handy-Display. Wie zum Beispiel irgendwo beim Fortgehen, an der Bar oder in der Disco. Außer du landest aus Versehen im Bienenkorb. Da hast so schnell eine frisch geschiedene, ungefägelte Mit-50er Milf auf deinem Pipan sitzen, da brauchst du noch nicht mal recht viel Song. Nope! Heute macht man das alles per Online-Dating. Über suspekte Plattformen, wo es bloß noch darum geht, wer den besseren Photoshop-Artist hat, der deine Bewerbungsfotos am geilsten aufpoliert. So, jetzt einmal ganz langsam. Das ist das erste Mal, wo ich mitten in der Phase aufhören muss, weil es komplett ausufert. Achtung, Spoiler-Alarm! Ein Rest, bzw. alles aus der Phase erkläre ich euch beim nächsten Mal ausführlichst in How to Online-Dating. Ja, das tut mir jetzt schon fast ein wenig leid, aber so dauert das Video leider deshalb 3/4 Stunde. Aber, was ist jetzt, wenn du aus unerklärlichen Gründen doch eine beim Furt G6 und in deinem Deppensuri meinst, du musst jetzt da einen Kontakt herstellen? Was sagst du dann zu dir? You could do so, Ja, genau. Und darum haben wir uns noch schnell in Phase 3. Ohnmacht, sprich, die 116% sicher hinhauen. Der erste Eindruck ist wichtig. Und mit deinem Standard-Scheiß, den jeder kennt, wie machst schmusen, mir was wurscht. Oder den, dein Papa ist ein Dieb und hat irgendwelche Sternteil von irgendwo klaut, kommst einfach nicht weit. Deswegen gib dir jetzt die 5 effizientesten Sprüche mit, die du bis zum nächsten Mal auswendig lernst. Fangen wir an mit 5. Entschuldigung, ich hab mir ins Bett geschissen, kann ich heute bei dir schlafen? Fast schon ein Klassiker, daher nur auf Platz 5. Platz 4. Hey, hast du 1 Minute Zeit und 2 Zentimeter Platz? Kurz, aber effizient. Ha, kurz. 3. Hey, schöne Schuhe, Ockerfegeln. 2. Hey, du stinkst. Gehen wir duschen? Ist auch immer ein guter, aber unangefochten auf Platz 1, wenn gar nichts mehr geht. Hey Spatzel, riecht der Roder noch Chloroform? Das meine ich übrigens auch gar nicht so unernst, weil wenn die Alte nach einem von sich in die Sprecher lacht, dann bist du mit 99%iger Sicherheit da, wo du hinmöchtest. Sexy time. Tja, Freunde des billigen Alkohols, ich hoffe, ich kann dem einen oder anderen damit helfen, dass er nicht mit der Hand in der Hosen sterben muss. Ich sag wie euch merci fürs Zuschauen und bin natürlich auf eine Ohnmacht-Sprich gespannt. Ab in die Kommentare damit. Wenn's dir gefallen hat, lasst noch ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns in How to Online Dating. Ich schau jetzt, was im Bienenkorb so los ist. Haut euch eine, habe die Ehre.